Ich will auch heute Petitionären herzlich merci sagen für ihre Intervention. Ich halte die Sujet an Herr Ulay ist ja extrem wichtig für als Gesellschaft, weil Parteien in den letzten Jahren als sogenannte gesellschaftspolitische Reformen präsentiert und durchgesetzt wird extrem große Inzidenzen, nicht nur auf die Gesellschaft allgemein, sondern auch auf den einzelnen Menschen. Die Beispiele, die dir genannt hat, die weisen darüber hin, wie schwierig existenziell frohe können für Kinder sind, die von so Reformen da betroffen sind. Ich respektiere dem Chamberpräsident seine Präsentation über die Ursachen, die dazu gefeiert haben, dass 2 Jahre müssen werden, wie heute die Präsentation zu machen, in seine rechtlichen Argumente gefeiert. Es ist schon eine andere Analyse. Meine Analyse ist die, dass es einfach politisch nicht gewollt wäre, dass ihr heute mit dem Ulay könnt so, weil den homosexuellen Mariage als mehr oder minder ohne öffentliche Debatte durchgesetzt gehen. Und ich meine, es war der Wunsch von den Parteien, die dafür wären, eine öffentliche Debatte weitgehend zu evitieren. Ich habe doch eine Proposition de loi gemacht für ein Referendum über den Mariage homosexuell zu machen, auch den als in der Chamber refusiert gehen. Ich frage mich, wie viele Leute in unserer Gesellschaft wissen, weil eben nicht viel darüber geschwärzt wird, dass die Terme Père et Mère zum Beispiel aus dem Code Zivil rausgeholt werden. Auf wie viele Letzterbäuer wären aber d'accord, wenn sie wissen und sie realisieren, dass die Begriffe Pap und Mam bei uns keine rechtliche Kategorien mehr sind. Ich meine, dass die meisten Leute dagegen wären. Und die Konsequenzen, die angeschwärzt hat, über die Konsequenzen von Mariage homosexuell, es geht also nicht um Diskriminierung von homosexuellen Personen oder Lebensmodellen. Es geht darum, für den Mariage als das zu präservieren, als eine Institution mit der Gesellschaft, die das nur sich gedurcht wird, für die Sicherheit vom Kind. Und es geht darum, für eben Deriven zu Lasten vom Kind zu verhindern. A PMA und GPA sind so Deriven. Bei der PMA nicht immer mehr, aber ganz tags, aber der GPA immer. Und es muss ich gucken, was an der Chamber diskutiert wird, an der Chamberkommission, die sich mit denen Projekten auseinandersetzt. Und schockiert mich zutiefst, wenn ich die Debatten verfolge. Ich muss sagen, meine Partei ist die einzige, die sich fermement opposiert zu den Propositionen, die evokiert gehen. Das ist zum Beispiel so, dass bei der PMA die Postmortem, also dass man bewusst Wesenkanner sollen produzieren, dass das anscheinend auch eine Option ist, die sich schwer umsetzen. Und der zweite ist, dass man bewegen bei der GPA, die zwar hier im Land am Blick, so wie die Diskussion lebt, soll verboten bleiben, aber das am Ausland soll keine gemerkt geben, mit einer voller Unerkennung, davon kann rumgehen, also einfach einen legalen Umweg wie GPA aber uns erkennen. Bei der neuen Konstitution will ich auch warnen, ich sehe keine Hoffnung da. Die Konstitutionsvorschläge, die gemerkt haben, dass die Feier der besonders nicht mit dem Droit naturel de la Familie, die heute da zitiert, wenn man Blick dort zitiert wird, die neue Konstitution, die Feier der besonders Recht von allen Menschen eine Familie zu gründen. Das als eigentlich, das nicht nur ein konstitutioneller Rang für Homosexuelle besteht, nicht etwas, was es kaum auf der Welt irgendwo so gibt, aber auch nach ein Recht aberkannt, le droit de fonder une famille. Und das ist immer etwas, was mir gesagt haben, und ich überzeugt, dass da doch eher Gedanken ist, dass das Recht auf dem Kant geht, aber nicht ein Recht aberkannt. Die Idee von der Kommerzialisierung vom Kant, den Handel mit Kanner, das ist etwas von den neuen Konstitutionen, ich hoffe, dass sie niemals könnt. Wir wollen dagegen kommen, so wie es ist, dann machen wir dir auch ob für eine legale Kommerzialisierung von menschlichen Wesen hier im Land. Und ich meine, wir müssen uns engagieren, auf jeden Fall meine Partei wird das machen, wie dagegen aufzutreten. Ich so nicht. Ich respektiere noch all Deputierte Kollegen wie Al Birger ihre Meinung zu Sachfragen. Ich muss einfach sagen, dass ich nicht akzeptieren kann, was der Kollege Karteiser für Druck gesagt hat, dass es nicht zu einem Debat publik über den Mariage homosexuell kommen wird. Ich will wirklich daran erinnern, dass die Projet de loi über die Reform vom Bestätnis, dass die vom früheren Justizminister Bildchen, der früheren Regierung deposiert wurde, dass der langjährige Reporter, als Kollege de Paul-Henri Meyers war, an das Projekt also überholt von der neuen Majorität an CSV, gerade wie das führende Wahlen Fall war, steht zu Mariage pour tous, an mir noch die Meinung haut nach.